Okay, servus. Es geht weiter beim Übersoldaten. Und wir sind im U-Boot. Wir haben uns da mehr oder weniger reingeballert, statt eigentlich Schlicher. Und er sagt, finde den Techniker. Und der ist irgendwo da vorne. Oh, schau hier. Die Funkstation. Und da pennt einer. Aber ich muss zugeben, in dem U-Boot, da der mal gerne übernachten. Das schaut ganz gemütlich aus. Und man kann nicht aus dem Bett rausfallen. Geil. Ist das der Techniker? Nicke, weiter vorne. Er schraubt wie ein Weltmeister. Hey. Da ist er. Martin hat mir gesagt, dass du kommen würdest. Willkommen an Bord. Du musst auf jeden Fall Waffen besorgen, um deine Mission zu beenden. Ich habe sie für dich im Heck des Schiffes gebunkert. Im Heck des Schiffes. Achtung an die gesamte Mannschaft! Was ist da los? Alarm! Wir wurden von unserer eigenen Flotte angegriffen! Ruhe bewahren und auf Posten bleiben, bis sich die Situation geklärt hat! Die eigene Flotte greift und so. Ja, wunderbar. Gottes Willen. Das Boot. Das ist auch passiert, gell? Weil die immer weiter runtergekommen sind. Mayday! Mayday! Ich rufe die Basis! Bitte antworten! Mayday! Deckung! Ich rufe die Basis! Bitte Wir fliegen die Dinger da um tun. Kann mich jemand hören? Oh. Ja, bestimmt wieder. Die arme Sau. Oh, schön. Der Maschinenraum. Die Benzinzufuhr. Scheißdreck, wo ist denn die? Den kann ich nur mal fragen. Der ist schon waagerecht. Komm, wie schaut denn aus? Da hinten blinkt was. Fände die Waffe. Mayday! Ich rufe die Basis! Mir stellt sich die Frage, wo sind meine Waffen hingekommen? Ich habe ein ganzes Arsenal gehabt. Oh, da schon her. Töte die Mannschaft. Und wer steuert dann das U-Boot? Oh Gott, lauf! Mein Popo wird nass. Bleib mir. Sie bombardieren uns, weil sie wissen, dass du an Bord bist. Du musst den Rest der Mannschaft töten und von der Funkkabine aus Kontakt mit deinen Leuten aufnehmen. Sonst sind wir so gut wie tot. Los! Sie bombardieren uns. Da sind die Blöder. Die Nazis bombardieren ihr eigenes U-Boot. Moment einmal. Machen wir den da. Moment. Jetzt hat. Da habe ich mehr Muni. Und er ist mittlerweile wach und schläft schon wieder. Allerdings so immer. Kontaktiere die Alliierten. Ja, pass mir auf. Herr Kruzifix, ich häng da fest. Hier spricht das erbeutete U-Boot U-571. Ich rufe die Basis. Hier spricht Karl Stolz. Das U-Boot ist unter meiner Kontrolle, aber hier ist alles voll mit Nazischiffen. Ich brauche Unterstützung. Hier spricht der Kapitän des U-Boots Lindane 15 von der Königlichen Marine. Karl Stolz, wir wurden unterrichtet, dass Sie sich in diesem Gebiet aufhalten können. Wir laufen mit voller Kraft auf Ihre Position zu, aber wir werden es nicht rechtzeitig schaffen. Sie müssen die Schiffe allein versenken. In Ordnung, ich verstehe. Nutze das Periskop, um die Schiffe zu torpedieren. Oh. Jetzt schnell mal Schiffe versenken. Ach, das Ding, pass auf. Erst mal speichern. Eventuell kann das Schiff gehen. Ach, die drei. Oh Gott. Und? Feuer frei.
Es saust schön. Jawohl, getroffen. Getroffen, jawohl. Und? Gleich nochmal, pass auf. Feuer! Oh Gott, der fährt weg. Dieser Depp. Pass auf. In den Lauf. Ungefähr so. Dann sollte ich normal treffen. Hoffe ich zumindest. Jawohl, ins Heck. Hat schon passt. Hier ist Karl. Alle Schiffe einschließlich der Transporter wurden zerstört. Erwarte Ihre Unterstützung. Das U-Boot ist schwer beschädigt. Ich werde einen Notaufstieg durchführen müssen. Gut gemacht, Stolz. Tauchen Sie auf und warten Sie auf uns. Es gibt allerdings ein Problem. Die Deutschen haben Flugzeuge in das Gebiet geschickt. Die werden das Feuer erwidern müssen. Geh nach draußen und schlage den Angriff der Flugzeuge zurück, bis die Alliierten eintreffen. Ja, das wird lustig. Pass auf, gleich nochmal speichern. Und an die Waffen, auf geht's. Oh, frische Luft und es regnet. Und ich muss jetzt Flugzeuge abwehren. Und sie kommen von vorne oder von hinten. Zudem werfen die Torpedos ab, gell? Das heißt, ich muss die Torpedos abknallen. Ja gut, der war der Erste. Das war ein Torpedo. Gottes Willen. Au, mein Schädel. Ui. Den habe ich nicht getroffen. Wo ist der? Da hinten. Da Hund, du. Schön, Torpedo. Da ist. Nicht offen. Hinter mir. Was für eine Dramatik, ha? Hinterm vorn. Da hat wieder so ein Ei abgeworfen. Da her. Ja gut. Doch, löchert. Wo ist der nächste? Und wieder ein Torpedo. Jawohl, hops. Moment, er kommt da vorne. Da ist er. Wieder da mal. Und im Großen und Ganzen ist die Mission nicht schwer, gell? Man muss gerade überleben. Irgendwie. Hey. So, Schwein, hau ab. Wo ist der nächste? Da ist er. Sag mal, wie viele Flugzeuge haben die noch? Jetzt muss ich komm bleiben. Bleib auf der Seite. Da ist er. Geh her, Kumpel. Ich hab Munition für die ganze Wehrmacht. Bis sie warten. Torpedo, pass auf. Okay.
Und bei den Fischen. Hinter mir ist noch einer. Gleich oben. Da ist er, der Flattermann. Ja, sag's mal, wann kommt denn die Verstärkung? Hätte ich bitte nötig. Ich glaube, ich habe mittlerweile die ganze Flotte der Wehrmacht schon zersiegt. Noch einer. Und ein Ei. So, Schwein. Hinter mir. Oh, das wird dramatisch, ey. Oder da ist das. Scheiße, mir geht langsam die Energie aus. Ja, auf damit. Und sie dauert die Mission, gell? Was ist denn das da? Hau ab. Hinter mir. Wieder einen Treffer abgekriegt. Ja gut, der ist weg. Ja, genauso. Ja, bin gerade am Konzentrieren, gell? Ja, was ist das jetzt, ha? Gute Arbeit, Karl. Aber wir müssen diese Untersuchung im Moment dennoch abbrechen. Es gibt Wichtigeres zu tun. Maria, mein Bruder ist am Leben. Und ich muss ihn retten. Klaus, dorthin zu gehen ist viel zu gefährlich. Du gefährdest unsere gesamten Operationen. Du gefährdest den Ausgang des gesamten Krieges. Er könnte jeden Moment getötet werden. Ich habe ihn einmal verloren und ich will ihn nicht nochmal verlieren. Okay, wir können einige unserer Truppen schicken, um Anton zu retten, aber lass Karl die Untersuchungen fortführen. Du bist zu weich mit Karl, Maria. Er wird sich aus dieser Operation herauswinden. Aber vielleicht hast du ja vergessen, dass es seine Schuld ist, dass Anton gefangen genommen wurde. Stimmt nicht, Klaus, es ist nicht seine Schuld. Sei still. Deine Gefühle machen dich blind. Jeder kann sehen, was du für ihn empfindest. Bis vor kurzem gehörte er noch zum Feind. Klaus! Genug jetzt, Maria. Klaus, ich bin bereit, deinen Bruder zu retten. Es ist meine Entscheidung. Gib mir die Details.